Heute möchte ich gerne alle willkommen heißen, die hier gekommen sind für diese Mangalngok Sommer Dharma, für die Rinpoches, die Khenpos, die verschiedenen Lehrer und all die, um über das Internet, Mönche und Nonnen und über das Internet zu hören. Herzlich willkommen und meine besten Wünsche für euch alle. Von heute angefangen werden wir für die nächsten Tage über die Dauer sehr viele Überweisungen empfangen. Ganz allgemein gesprochen haben wir im letzten Jahr sehr viele verschiedene Themengebiete in unseren Vorträgen hier besprochen und ich dachte, es wäre schön, wenn wir auch über die verschiedenen Themen, die wir letztes Jahr besprochen haben, auch noch weiter ausführlich behandeln könnten, aber es gibt so viele verschiedene Themen, die wichtig sind. Zum Beispiel wie die verschiedenen Zivilisationen sich auf dem Subkontinent Indiens ausgebreitet haben und die verschiedenen Veda-Zeitperioden und was danach kam. Und daran anschließend die ganze verschiedene Art von Weltsichten, die sich entfaltet haben, die in den Upanishaden ausgelegt ist. Und wie der Buddha in dieser Welt erschienen ist, darüber haben wir gesprochen. Wir sprachen noch ein bisschen darüber, wie er begonnen hat, das Rad des Dharma zu drehen. Und ich habe ein bisschen darüber gesprochen, wie die Lehre des Buddha sich ausgebreitet hat nach dem Fortgehen des Buddha und zu der Zeit von Ashoka. Darüber habe ich ganz allgemein schon gesprochen im letzten Jahr, aber diesem Sommer Dharma, diesem Zusammenhang möchte ich gerne mit euch über das sprechen, was ich vielleicht zunächst mal hier zeige, dann wird es einfacher. So, um über die frühere Zeit der Lehre des Buddha zu sprechen. In der Zeit der frühen Lehre des Buddha es funktioniert irgendwie nicht so richtig, wie es sollte. Worüber ich sprechen möchte in diesem Jahr, ist über die Zeit der frühen Lehre des Buddha. Und darin gibt es 9 verschiedene Hauptpunkte. Über die möchte ich gerne sprechen. Und zunächst einmal die Bildung des Sangha-Gemeinschaft, dann mit und den Disziplinen in den verschiedenen Einrichtungen der Mönche und dann zweitens über die Art und Weise, wie die Worte des Buddha gesammelt wurden, wie es auch aus heutiger Sicht in der Forschung sich darstellt und wie Vinaya darin sich entfaltet. Und der dritte Punkt ist dann, nach dem Parinirvana des Buddha, nach seinem Fortgehen, welcher Zeitraum das ist, darüber möchte ich sprechen. Und dann die zweite Art des Zusammenbringens der Lehre des Buddha, wo die unterschiedlichen Lehrrichtungen sich aufgespalten haben. Der 5. Punkt ist dann Ashokas Zeit und die dritte Zusammenkunft über das Buddha-Wort und dann die Bedeutung der Worte des Buddha in den frühen
Üben der Lehre des Buddha, welche Bedeutung die Texte darin hatten. Und der 7. Punkt ist, welche Schriften und Manuskripte aus Handschriften aus der früheren Zeit der Lehre des Buddha uns zur Verfügung stehen. Und der 8. ist dann, wie diese frühe Lehre des Buddha und darin auch, welche Punkte darin Verbindung zu dem verborgenen Mantra haben. Das liegt daran, dass ich ja gewählt habe als Thema dieses Somadharma, der Ursprung oder die Herkunft des verborgenen Mantra. Deshalb müssen wir schauen, ob darin irgendetwas enthalten ist, was mit in der frühen Lehre des Buddha was mit Mantra zu tun hat. So, und das letzte ist dann über Parinirvana zu sprechen, der 9. Punkt. Das heißt die Frage, wann war das genau, wann er gegangen ist, und da gibt es viel unterschiedliche Meinungen darüber und wie das aus der Sicht heutiger Forschung sich darstellt und so weiter. Ich möchte gerne über alle diese Punkte einzeln sprechen, und wenn dann noch Zeit übrig geblieben sein sollte, dann gibt es dann noch einen anderen verbundenen Themenkomplex, über die 18 verschiedenen Lehrrichtungen zu sprechen. Und wenn wir dann noch Zeit hätten, würde ich über den Beginn des Mahayana, des großartigen Weges, versuchen, etwas zu sagen. Schauen wir, wie wir damit vorankommen. Wenn ich auf die ganze Zeit schaue, die ich zur Verfügung habe, dann werde ich wahrscheinlich nicht so weit kommen, wie es für das Aufkommen der Mahayana-Lehre nötig ist. In jedem Fall aber ist dieser Somadharma hier mit diesen 9 Hauptpunkten betraut, und es kann passieren, dass ich da das ein oder andere wieder ändere oder etwas hinzufüge. Alles kann sich auch wieder wandeln. Und dann gibt es vielleicht einige Punkte, wenn wir dann dazu kommen, dass ich herausfinde, da kann ich eigentlich gar nicht drüber sprechen und so weiter. Das ist aber ganz allgemein gesagt. So, wenn wir jetzt über diese frühe Zeit der Lehre des Buddha, wenn wir darauf schauen, das heißt die ursprüngliche Form der Buddha-Lehre zu folgen, was meinen wir damit? Und da gibt es viele verschiedene Meinungen oder Anschauungen darüber, was wir ganz allgemein darüber sagen können. Das heißt, von der Zeit an, wo der Buddha selber sein vollkommenes Erwachen erlangt und dann Dharma gelehrt hat, von der Zeit an können wir davon sprechen, dass die Lehre des Buddha etwas war, dem man folgen konnte. Von dieser Zeit angefangen bis dahin die verschiedenen 2 Hauptrichtungen Wege sich formiert haben, können wir das als den ursprünglichen oder den frühe Form der Lehre des Buddha bezeichnen. Deswegen muss man eben in dieser Weise geklärt sein, was ich damit meine, wenn wir sagen, frühere Periode der Lehre des Buddha ist von der Zeit, von der an er begann zu lehren, bis dahin die verschiedenen Lehrrichtungen sich unterschieden haben. Das sind die wichtigen Eckpunkte dieser Darlegung. Das ist also die Zeit, die wir nennen früher oder ursprüngliche Form der Buddha-Lehre. Die ursprüngliche Zeit in dieser ursprünglichen Zeit der Buddha-Lehre, wie hat sich das Sangha-Gemeinschaft formiert und entwickelt? Was waren die Regeln, die damals ihre Leitfaden darstellten, und wie haben sich dann Klöster formiert? Und das Erste, was darin zu verstehen ist, die vierfache Gemeinschaft. Dieser Begriff, die vierteilige Gemeinschaft. Die vierteilige Gemeinschaft bedeutet, dass da 2 Hauptgruppen von Schülern des Buddha waren. Das waren diejenigen, die im normalen Leben sich befanden, Haushälter sozusagen, und dann jene, die ordiniert waren.
Die Haushälter gab es natürlich Männer und Frauen. So, dann sind das sind welche, die von Vertrauen erfüllt als Haushälter Dharma üben oder als Mann oder Frau. Die Männer wurden mit dem Namen Upasaka sowohl in Pali wie auch in Sanskrit mit dem Begriff Upasaka. Das sind jene, die wir als solche, als Haushälter bezeichnen, die dem Lehre des Buddha folgen, und die weiblichen, das weibliche Wort dazu heißt Upasika. Upasika ist ein. Was ist die Bedeutung dieses Wortes Upasaka? Da gibt es in einer ganz frühen Zeit sich formierten Text, der als die zweibändige Grammatik bezeichnet ist. Das ist ungefähr so ein, vielleicht, ist ein sehr wichtiger Text, weil er die Bildung der Sprache, der Dhamma-Sprache vom Übergang von Sanskrit nach Tibet sehr beeinflusst hat. Und insofern, wenn das Wort Upasaka ins das Tibetische gebildet wurde, das heißt, sie wurden bezeichnet als jene, die dem nahe an dem Ergebnis des Arhat-Seins angelangt sind, die also das Gute annähern. Das heißt, sie haben sich dem Guten angenähert. Das war eine Bedeutung. Waren also nah daran, den Arhat-Zustand zu erreichen, und das wurde dann als Genyen in Tibetisch, also dann dem Guten sich annähernde, der angenäherte, bekommen. Ein Wissenschaftler dieser Zeit, Hirakawa Akira, hat dazu zu sagen, dass das Wort Upasaka vom Wort her bedeutet, dass jemand sei, der jemand anders verehrt und unterstützt. Wenn man das Wort selber bezeichnet, dann würde die Bedeutung sein, die reine Wortbedeutung, der jemand anders verehrend bedient oder unterstützt, also jemand, der wie ein Bediensteter, ein Unterstützer ist, und wem würde er unterstützen oder wem dienen? Und sie würden also jene, die ordinierte Mitglieder des Sanghas sind, unterstützen. Also die Haushälter würden dann jene unterstützen, die ordiniert sind. Weil alle die Ordinierten für ihr Lebensunterhalt Dinge gebrauchen, und die Dinge dieses Lebensunterhalts würden zur Verfügung gestellt von jenen, die als Haushälter über. Und wenn diese Haushälter dann sich zu solchen Ordinierten begeben, dann würden sie über Dharma Fragen und Unterweisung erbitten und dann zu Hause in ihrem eigenen Haushalt dann Dharma üben. Das ist die Kernbedeutung von dem Wort Upasaka. Und wieder in Einklang mit diesem japanischen Gelehrten haben sie diesen Namen dann bekommen, wenn sie den Schutz der drei seltenen und kostbaren, der drei Juwelen aufsuchen, Zuflucht nehmen, und dann erst, also wenn sie vorher eben diese Unterstützung gewähren, aber wenn sie, so sagt Harikawa Akira, nur dann, wenn sie Zuflucht genommen haben, werden sie dann als Upasaka bezeichnet. Aber in der tibetischen Tradition ist da eine Diskussion, ob man ein Upasaka wird alleine durch das Nehmen von Zuflucht, und da gibt es verschiedene Punkte, die diskutiert werden. Dann gibt es dann die Vibhashaka oder Avaranta Vibhashaka. Und der eine war von Kaschmir, und wenn wir sagen Kache in Tibeten oder Kaschmir, dann ist nicht tatsächlich eigentlich der Name, den wir Muslims geben, sondern als die Muslime zuallererst kamen nach Tibet, die ersten Muslime nach Tibet kamen, dann kamen sie aus der Gegend von Kaschmir.
Wenn man sie fragt, wo kommt ihr her, aus welchem Land seid ihr, dann sagten sie, wir kommen aus Kaschmir. Und deswegen haben die Tibeter angefangen, sie als Kaschmiri zu bezeichnen. Aber tatsächlich ist, ist das Wort Kache oder das ursprüngliche Wort für Kaschmiri ist nicht in irgendeiner Wort, ein Wort, was ja auf eine bestimmte Religion bezeichnen würde, sondern das war nur so eine kleine Seitenbemerkung meinerseits. Aber jedenfalls gibt es hier eine ausführliche Erklärung, die Aranta Babi Bhajakai, die also in Zentraltibet waren oder in Indien, in Zentralindien sich befunden haben, also wahrscheinlich in der Gegend von Magadha. Die haben dann, so heißt es, den Namen Upasaka bekommen, wenn sie, also die sich dem Guten nähern oder angenähert haben, dann, wo sie die drei seltenen und kostbaren als Zuflucht aufgesucht haben. Und dann noch zusätzlich dann die 5 Gelübde, die 5 Vorsätze gefasst haben. Solche wurden dann als Upasaka bezeichnet. Und was die Ordinierten begibt, da gibt es natürlich auch Männer und Frauen und dann ja, sind vom Namen her als Bhikshus und Bhikshuni bezeichnet, die Männer als Bhikshus und die Frauen als Bhikshuni. Das Wort Bhikshu war ein Sanskrit-Wort, im Tibetischen als Gelong bezeichnet und die Frauen heißen Bhikshuni oder in Tibetisch Gelongma. Wenn wir über diesen Begriff Bhikshu sprechen, was ist die Wortbedeutung davon? Dann heißt es in diesem zweibändigen Grammatikwerk darin, diese zweibändige Grammatik, die den ich bereits vorher erwähnt habe, der aus dieser Zeit in der früheren Übersetzungsperiode benutzt wurde. Das sind es solche, die motiviert davon, das endgültige Überwinden von Leid oder Nirvana zu erlangen, deshalb sich entschlossen haben, den Weg des Dharma zu gehen und durch Almosen sich ernähren. Das also Bettler sind. Man könnte also sagen, es sind solche, die streben nach Nirvana. Sie sind, ihre ganze Lebensunterhalt verdienen sie durch das Sammeln von Almosen. Also ganz allgemein, wenn man über das Wort Bhikshu spricht, dann müssen wir verschiedene Arten von Bhikshu unterscheiden. Es sind großartige 6 verschiedene Meister, die Erklärung dazu gegeben haben zu den Vinaya-Texten, und der eine davon, spricht ausführlich über die verschiedenen Arten von Bhikshus. Da gab es eigentlich keine Diskussion zu dieser Zeit, ob über die 5 verschiedenen Arten, aber späteren Zeitpunkt war dann die Rede davon, ob es solche Bhikshus waren, die nur dem Namen nach sind, solche, die dann die verschiedenen Geistesstörungen überwunden haben, die voll ordiniert waren und so weiter. Es gab also 5 verschiedene Arten von Bhikshus, die unterschieden wurden. Dann in der zweibändigen Grammatik wird einfach nur davon gesprochen, dass sie voll ordiniert sind aufgrund ihrer Bitte. Das ist etwas, was man verstehen muss. Wie auch immer, der japanische Gelehrte Hirakawa Akira sagt, dass die Wortbedeutung des Wort Bhikshu, es ist jemand, der ein Bettler ist. Das wäre die Wortbedeutung von Bhikshu. Also jemand, der um sein Essen betteln muss, ein Bettler. Und was bettelt er? Bettelt er Almosen. Und wenn man das Wort in Tibetisch dann übertragen hat, dann ist das kein schönes Wort, wenn man dann von einem Bettler spricht. Und deswegen haben sie einen schöneren Begriff gefunden. Das heißt, jemand, der um das Gelong, das heißt, der also sagen, das Gute erbettelt. So, die sagen also nicht Bettler, sondern jemand, der darum bittet, das Gute zu erlangen, was natürlich ein klein wenig
aufgewerteter Begriff ist. Der Grund, warum sie Bettler seien, warum sie als Bettler bezeichnet seien, also Bhikshus, der Grund dafür ist, weil all diese Bhikshus in ihrem Lebensunterhalt vollständig davon abhängen und der Unterstützung der anderen. Sie haben keinen eigenen Besitz und was immer sie brauchen, an jedem einzelnen Tag ihres Lebens müssen sie durch andere erhalten und deshalb um ihre Almosen betteln und deswegen heißen sie Bettler oder Bhikshus. Von einer anderen Richtung her besprochen, war ihr Geist eins gerichtet, die Aufmerksamkeit vollkommen eins gerichtet. Normalerweise muss man sich mit vielen Dingen beschäftigen, zum Beispiel für Geld arbeiten und verschiedene Verantwortlichkeiten erledigen und dies und das, was schon mit Körper und Sprache zu tun hat. Und man braucht viel Zeit dafür, um überhaupt Geld zu bekommen und einen Wohlstand zu erwerben und so weiter. Und der Grund, warum sie einsgerichtet genannt worden ist, weil sie ihre gesamte Zeit, ihre Lebenszeit vollständig auf Dharma hingewandt haben. Und vor diesem Grund waren sie auch als Bettler bekannt. Das sind die zwei Bedeutungen, die man hier wissen kann. Um also ein solcher Gelungso Bhikshu zu werden, muss man die Gelübde, die Vorsätze übernehmen, um ordiniert zu werden. Und man spricht von einem Bhikshu mit jemandem, der die volle Ordination empfangen hat. Das ist die Hauptbedeutung des Wortes Bhikshu. Aber wenn man darüber spricht, was sind diese Worte, was sind diese Vorsätze des vollen Ordiniertseins, da reden wir normalerweise über die 253 Arten von Vorsätzen der Bhikshus. Aber im Grund bedeutet es, dass es jemand ist, der ein sehr detailliert, strikt geregeltes Leben führt. Und das sind die Mönche des Buddha, die solche Bhikshus und Bhikshuni sind. Und dann gibt es die Upasakas und Upasika, sind dann die Haushälter. Und darin diese vier, also die Männer und Frauen der jeweils zwei Gruppen, der Bhikshus und der Haushälter, ist dann die vierfache Gemeinschaft oder die vierteilige Gemeinschaft. Wenn wir dann also über Sangha sprechen oder Gemeinschaft, was ist das, was die Bedeutung davon? Das heißt, Leute, die mit dem Blickpunkt, ihrem Herzensziel, Dharma zu üben, sich zusammentun oder zusammentreffen, ist eine Gruppe von Leuten, die sich mit einem einen Ort treffen und die alle gemeinsam das Ziel haben, Dharma zu üben und die Worte des Buddha, die Lehre des Buddha als das Wichtigste in ihrem Leben ansehen und sie es in eigenes Üben und Erleben umzusetzen versuchen, so wie der Buddha selber dieses Üben gekennzeichnet hat und gelehrt hat. Und die Gruppe dieser, die sich so versammelt haben, diese könnte man als den Sangha, als Gemeinschaft bezeichnen, als Versammlung. Was ist das Wort Sangha eigentlich von der Wortbildung her? Wenn man es in einem weiteren Sinne nimmt, dann heißt Sangha einfach alle vierteiligen Gemeinschaft, die alle vier Teile dieser Gemeinschaft sehen. Also die Bhikshus, Bhikshunis, Upasaka und Upasikas. Alle diese könnte man als Sangha in einem weiteren Sinne. Aber wie auch immer, in der früheren Zeit der Lehre des Buddha, als der Buddha zuallererst dieses Prinzip entwickelt hat, war die organisierte Gruppe der Gemeinschaft nur jene, die voll ordiniert waren, betraf das nur die Ordinierten und die Haushälter waren nicht Teil dieser
die man als Teil dieser Gruppe ansah. Es waren in erster Linie also die Ordinierten. Und wenn wir eine Zusammenkunft solcher hatte, dann hat man eine Bhikshu Sanghas, wenn es Bhikshus waren, viele Bhikshus zusammen, es sind ein Bhikshu Sangha oder Zusammentreffen zusammen. Und tibetisch sagen wir, es müssen 4 oder mehr von solchen Individuen zusammenkommen. Wenn es nur eine Person wäre, dann wäre es kein Sangha. Wenn 2 zusammen wären, auch noch nicht, 3 auch noch nicht. Nur wenn da 4 von solchen zusammenkommen, dann könnte man sie als ein Zusammentreffen oder eine Versammlung oder Sangha-Treffen bezeichnen. In Sanskrit ist Bhikshu Sangha das Wort dafür. Wenn man Frauen hat, dann sind es Bhikshuni Sangha. Bhikshuni Sangha, die Zusammenkunft von beiderlei Geschlecht wurde dann als die zweifache Zusammenkunft oder der zweifache Sangha bezeichnet. Der Bhikshu Sangha und der Bhikshuni Sangha lebten nicht am selben Platz, sondern in unterschiedlichen Orten. Und sie haben je ihre eigene Gemeinschaft selber unterhalten, gefördert. Es war nicht so, als ob die beide Gruppen zusammenkamen und sich dann vermischt haben an einem gemeinsamen Platz. Als ob die Bhikshus sich um die Bhikshunis gekümmert haben oder die Bhikshunis um die Bhikshus. So war das nicht. Im Grunde genommen war es so, dass die Gepflogenheit, die Ordinierten von Bhikshus und Bhikshunis als Sangha zu bezeichnen, und zu der Zeit wurde die Gemeinschaft derer, die als Haushälter, damals eben die Upasakas und Upasikas, nicht als Teil des Sangha aufgefasst. Das Wort Sangha ist ein Sanskrit-Wort, und wenn man es ins Tibetische übersetzt, dann wird es als Gendün übersetzt, was bedeutet im Grunde genommen die Wortbedeutung versucht von Sangha ins Tibetische zu übertragen. In Japanisch und in Chinesischen heißt es Sang, was auf das Wort Sangha zurückgeht. Das kann allerdings im Gebrauch im Chinesischen oder im Japanischen zu einem einzelnen Sangha-Mitglied auch verwandt werden, um den zu bezeichnen. Was wir im Tibetischen dann andererseits wieder als Gendün Pa, als ein Mitglied des Sangha, oder eine Gendün Ma als ein Mitglied des Bhikshuni Sangha bezeichnet. Aber tatsächlich ist die Sangha, die Wortbedeutung ist eine Zusammenkunft von vielen. Das ist, was man als Sangha bezeichnet. Ein einzelnes Individuum würde man nicht als Sangha oder als eine Gemeinschaft bezeichnet werden. Darauf lässt sich das Wort nicht anwenden. Da gibt es einen Kommentar auf die 100.000-versigen Prajna Paramita, und ist ein Kommentar durch Nagarjuna. Es ist nicht in Tibetisch, aber im Indischen erhalten. Und ich werde die Worte jetzt nicht hier wörtlich wiederholen, aber was darin sinngemäß enthalten ist, da heißt es, sagt Nagarjuna, warum nennen wir es Sangha? Sangha ist eine Gruppe, ein Zusammentreffen, eine Versammlung. Und wenn man es in Englisch einfach sagen würde, wäre es ein Group, und das ist ein Zusammentreffen also, und hier ist es wenn viele Bhikshus sich an einem einzigen Platz zusammenfinden, dann bezeichnet man das als Sangha. Zum Beispiel, wenn man viele verschiedene Bäume zusammenstehen hat, dann bezeichnen wir das als einen Wald. Ein Platz mit vielen Bäumen nennen wir einen Wald. Aber einen einzelnen Baum nennt man nicht Wald. Umgekehrt sind einzelne. Wenn man jetzt jeden einzelnen Baum herauslösen würde, dann wäre letztlich da kein Wald mehr. Deswegen, so sind genau der gleichen Weise die einzelnen Bhikshus nicht als Sangha bezeichnet. Wenn viele Bhikshus zusammen sind, dann ist das ein Bhikshu Sangha.
Und wenn man aber diese, wenn alle diese einzelnen Bhikshus aber weggingen, sich entfernten, dann wäre auch Versammlung Sangha verschwunden. Deswegen ist die Bedeutung eben von Sangha, dass man viele Bhikshus zusammen hat, ist eine Gruppe von Menschen. Das Wort Gendün in Tibetisch heißt, dass die einen Wunsch, ein Sehnen nach Gutem haben. Sie streben nach Gutem. Es ist also nicht, ja, alleine ist jetzt vom Wort her nicht klar, ob es eine Gruppe oder eine Einzelperson ist, aber von der Wortbedeutung hier, wie das hier geprägt worden ist, ist es eine Gruppe damit gemeint. Es gab zu der Zeit von Buddha natürlich auch viele andere Gruppen, politische Gruppen oder Gruppen von Geschäftsleuten und so weiter. Die wurden damals in Indien auch als Sangha bezeichnet. Das heißt, das Wort Sangha hat auch eine Bedeutung, die auch für den religiösen Zweck für ihre Gruppen sich zu formiert haben. Dann wurde das Wort Sangha auch für denen Zweck benutzt. Und wenn da also viele Leute zusammen sich treffen, um gemeinsam einem Ziel, dem Buddha-Lehre zu üben, nachgehen, dann wurde das als Sangha bezeichnet. Dann gibt es auch das Wort Gana, was hier für den Sangha bezeichnet wird. Und das ist hauptsächlich in den Mahayana Sutras, da heißt es Bodhisattva Gana oder Zusammenkunft. Also eine Gruppe von Bodhisattvas, eine Versammlung von Bodhisattvas. Da kommt dieses Wort in diesem Zusammenhang vor. Aus diesem Grund ist also Sangha oder Gendün heißt, dieser Begriff wird nicht nur innerhalb derer benutzt, innerhalb der Tradition benutzt, die der Lehre des Buddha nachfolgt. Es ist also nicht nur eine buddhistische Sangha, die es überhaupt gibt, sondern Sangha ist nicht darauf beschränkt, keine. Besonders zur Zeit des Buddhas selbst gab es viele verschiedene Arten von solchen Gemeinschaften oder Zusammenkünften in der brahmanischen, in der Jain-Religion. Und auch in der Zeit, bevor Buddha zu vollkommen erwacht ist, hat er mit verschiedenen Gemeinschaften gelernt, mit anderen Lehrern, zum Beispiel Alara Kalama oder Udraka Ramaputra. Das sind sehr bekannte Lehrer jener Zeit gewesen und sie haben hauptsächlich sich in Asketen, Lebensstil geübt, mit Härten zu durchleben. Sie hatten auch Gruppen, die zusammenkamen und die dieser Richtung gefolgt sind, die man auch als Sangha bezeichnet hat. Wir könnten an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, um also ein klein bisschen hier auszuholen. Wenn wir ein gutes Verstehen von diesem Wort Sangha haben würden wollen, dann müssen wir uns fragen, wie kann ein solches Sangha, eine Gemeinschaft sich formiert, wie kann man diese gründen, wie kann man sie unterhalten und wie kann man sie verbessern. Zum Beispiel wiederholen wir oft diesen Text, der die Erinnerung an die 3 Juwelen bedeutet, dieses Sutra. Und darin heißt es in diesem Erinnerung der 3 Juwelen Sutra, das heißt, der Sangha ist ganz engagiert in Gutheit und sie tun sich folgerichtig engagieren, sie streben geradlinig, aufrichtig, sie engagieren sich in Harmonie oder in Eintracht, sie leben sind Eintracht. So, was heißt die Harmonie? Sie haben dieselbe Art von geregeltem Leben und dieselben
und der verschiedene, dieselbe Art von Weltauffassung oder was sie was für wichtig ansehen, wie zum Beispiel Ursache und Wirkung als die Grundprinzipien zu verstehen und ihr Vertrauen in die drei Juwelen zu setzen. Und in dieser Hinsicht heißt es, sie sind in ihrem geregelten Leben und in ihrer Sichtweise in Eintracht. Und wenn man also Leute zusammen hat, die dieselben Wünsche haben und dieselbe Sicht über diese Welt pflegen, dann sagt man, das ist in Eintracht. Die sind in Eintracht oder in Harmonie. So heißt es auch in diesem zweibändigen Grammatikwerk, wird als Sampratipanna bezeichnet. Das heißt, dass sie sowohl in ihrem geregelten Lebensstil wie auch in ihrer Weltsicht in Eintracht sind und insofern engagiert in Harmonie oder Eintracht. Wenn man ein bisschen über Harmonie oder Eintracht hier sprechen wollen, in der chinesischen Tradition spricht man über die 6 verschiedenen Qualitäten, die eine solche Harmonie oder Eintracht haben müsse. Diese verschiedenen Qualitäten sind in der tibetischen Tradition nicht überliefert, aber in unserem tibetischen Übersetzung der Kommentare, der Shastras, heißt es darin, da gibt es 6 verschiedene Kommentare aus der indischen Tradition. Und einer ist zum Beispiel der von dem großen Meister Visheshamitra, und der spricht über diese 6 Arten des in Eintrachtseins. Und das ist ein bisschen verschieden von den 6 Arten der Qualität, wie sie in den chinesischen üblich sind. Aber bei Visheshamitra heißt es, dass die verschiedenen ihre Zeichen, ihre Handlung, ihre geregelten Lebensweise, in ihrer Sichtweise, in Ritualen und im ganzen Lebensstil in Eintracht sein. Das sind 6 verschiedene Arten von Eintracht, die sie darstellen und insofern wie von einem Geschmack sind, von demselben Geschmack haben alle. Und manchmal sprechen wir auch von welche große Ermutigungskraft denn der Unaufspaltbarkeit des Sangha liegt, in unaufspaltbare Wünsche. Sie haben die ungespaltenen Wünschen oder Streben. Das heißt, sie haben dieselbe innere Eintracht und dieselbe, die haben dieselbe geregelten Lebensstil, sie haben die Sicht ist die gleiche und so weiter. Diese 6 verschiedenen Qualitäten. Das ist also eine gute Zusammenkunft. Also, dass darin kein Bestreben liegt, sich zu spalten oder einen Unfrieden oder Zwietracht zu sehen und so weiter. Wenn sie in dieser Weise danach streben, gemeinsam das Gute zu erlangen, dann sollten wir darüber sprechen, dass die solche sind, die nach Gutem streben, also Gutes erstreben. Und deswegen ist das Wort Sangha, wenn es in der Wortbedeutung übersetzt werden sollte, aber in der eigentlichen Bedeutung übersetzt werden, das sind es solche, die gemeinsamen Herzenswunsch pflegen und nach Gutem streben, wenn sie sich zusammentreffen. Es ist dann also eine Gemeinschaft, eine Versammlung, ein Sangha. So, wenn man sagt, ich nehme Zuflucht zum Sangha der Erhabenen, dann ist das Grund, wie auch ich das vorher gesagt habe, das Wort Sangha einfach eine Gruppe ist. Ja. Also einfach wie eine Gemeinschaft oder eine Art Gesellschaft, könnte man sagen. Wir haben viele Gruppen in dieser Gesellschaft. Wir haben politische Gruppen, wir haben Gruppen von Geschäftsleuten, Verbände und so weiter. Also ein Verband, eine Gemeinschaft und eine Gruppe. So, dann ist Sangha hier in diesem Sinne die beste aller dieser Gruppen oder Verbände und Zusammenkünfte, weil sie Eigenschaften hat, die andere nicht haben. Das ist die Eintracht in der Sichtweise und ihren Lebensstil und ihrer Disziplin und so weiter. Also die Mitglieder eines solchen Verbandes, einer Gemeinschaft oder einer Gruppe, dass sie dieselbe Art von geregeltem Leben miteinander pflegen und einhalten. Und deshalb werden sie zu jenen, die es wert sind, dass man sie verehrt, dass man ihr das Vertrauen in sie legt und so weiter. Deswegen heißt es, sie sind die beste aller Arten von Gemeinschaft, Verband oder Zusammenkünfte. Und das ist hier gemeint mit diesem Zusammenkunft derer, die dem Weg der Lehre des Buddha folgen. Wenn sie eine solche innere Eintracht haben in ihrer Lebensweise, in ihrem geregelten Leben und Sicht, dann heißt es in dem Sutra der
der Erinnerung der drei Juwelen, dass sie es wert sind, dass man die Hände zusammenlegt, dass man sie begrüßt und sich verneigt vor ihnen, dass sie ein Bezugspunkt sind, dafür Gutes anzusammeln ist, ein eigenes Ungutes zu bereinigen und so weiter und ihnen sie durch Almosen zu geben und so weiter. Das sind ein Zelte, die man es wert sind, dass man ihnen gibt, großzügig gibt, ein großes Feld des Schenkenkönnens und so weiter. Dafür müssen sie aber diese 6 Qualitäten haben. Diese 6 Qualitäten sind im tibetischen so nicht ausdrücklich überliefert und ausgesprochen, aber diejenigen, die ordiniert, die dem Lehre des Buddha folgen, im Besonderen die der Lehre als Ordinierte folgen, müssen dieselben Wünsche hegen. Dass viele Leute solcher Art zusammen an einem Platz stehen bleiben und dass sie warum bleiben sie zusammen? Warum leben sie als Gemeinschaft? Weil sie alle dieselben geregelten Lebensstil folgen und dieselbe Art von Weltauffassung teilen. Und dann sieht es, so wie es in dem Pratimoksha Sutra, das heißt, die Eintracht des Supra ist, dass sie die Disziplin, ihre geregelte Lebensweise als sie selber hat. Und daran liegt ihre Harmonie. Das sind die Worte, die wir kennen. Und deswegen ist wichtig, dass wir das auch umsetzen. Wenn wir die Bestände dieser Worte verstanden haben, dann müssen wir das auch in unser eigenes Erleben umsetzen. Wir müssen darauf achten, dass wir ein Eintracht leben, dass wir nicht kein Zwietracht stehen, sondern bereits vorhandene Eintracht noch weiter verstärken. Das ist eine große, wichtige Aufgabe. Die Fundamente, die Grundsteine einer solchen Gemeinschaft und Sangha sind, dass man in Eintracht lebt. Also machen wir eine Pause von 30 Minuten. Also tatsächlich möchte ich gerne noch etwas sagen, was wir, wenn jeder von uns hier die Pause geht, dann denken wir auch die verschiedenen Dinge, die in dieser Welt alle passieren. Und wir wissen nicht, was da alles in dieser Welt alles vorkommen kann, die verschiedenen Kriege, die ausbrechen und so weiter. Und deswegen ist es gut, dass wir selber Wünsche formulieren und Wunsch und Gebete und Bitten aussprechen. Also wir sollten diese 30 Minuten auch dazu benutzen, uns in solchen Wünschen hinzugeben. Wir haben einen Text hier, den wir dazu. Wir werden also für Tara sprechen, nächste Woche vielleicht etwas anderes, vielleicht die Erfüllung aller Wünsche und so weiter. Verschiedene Leute haben verschiedene Texte, die dafür verwendet werden können. Also wenn man jetzt mal auf das Klo gehen möchte oder was auch immer, dann sollten wir das tun. Und die anderen, die das gerade nicht nötig haben, die sollten hier bleiben und hier verweilen und sich gemeinsam in diesem Wiederholen, diesem Sprechen dieser Worte der Bitte hier zusammen zu sprechen. Und ich habe das bereits aufgenommen. Wir können dann in 30 Minuten uns wieder treffen hier für die weiteren. So, wie bereits oben gesagt, geht es um das Wort Sangha. Und wir sprechen über das Wort Sangha, was die Bedeutung von Sangha bedeutet. Das Wort dafür ist Sangha. In Tibetisch sagen wir Genbün. Ich habe darüber gesprochen, über die Grundbedeutung davon und dass es eine Versammlung darstellt und darüber weiter fortzufahren. Über die Vorbereitungen, die dazu notwendig sind, um einem solchen Sangha zuzugehören, zu der Zeit der ursprünglichen Periode der Lehre des Dharma, als diese Lehre sich ausgebreitet hat, da gab es die Voraussetzungen dafür, um eine solche Ordination zu empfangen. Welche waren diese? So, wenn man über diese Voraussetzungen spricht für diese Prozedur oder dieses Verfahren, dann möchte ich, bevor ich über den Sangha des Buddha sprechen, zuallererst über die ursprüngliche Gelegenheit sprechen, die wir kennen können. Die allerfrüheste Art von Versammlung ist ein Sarnath, wo der Buddha seine allererste Unterweisung gab. Den Sarnath, sozusagen das erste Drehen des Rades der Lehre in Sarnath. Da waren zu diesem Zeitpunkt die 5 verschiedene Schüler von ihm. Diese 5, diese nennen wir die Gruppe der 5 in der Tradition. Das ist die gute Gruppe der
die Gruppe der 5 Guten, die allerfrüheste Art der Versammlung oder Gemeinschaft. Und danach aber es viele andere, die dann der Lehre des Buddha folgten und sich sagen, in diesem Weg des Bestwerdens angeschlossen haben. Um das zu sprechen mit dem Vinaya-Schriften, die in das Tibetisch übersetzt wurden, in Einklang damit zu besprechen. Und da waren der Kirti und die anderen 4 Brüder, also 5 von 7, das war die nächste Gruppe der 5 genannt. Und dann in Varan dann gab es 5 junge Leute aus der Gegend, die um Ordination gebeten haben und zu Bestgewordenen sich entwickelt haben. Und dann gab es die Gruppe von 60. Und danach gab es die größte Gruppe, die dann auf einmal dazu trag, die dann solche Ordination erbeten haben. Das waren die Schüler des Uru Bilwa Kasyapa, ein Lehrer zu jener Zeit, der sehr, sehr bekannt war und viele Schüler hatte. 1000 Schüler, die er zum Buddha brachte, und er hatte großes Vertrauen in den Buddha und hat alle seine Schüler mitgebracht und ist dann in der Gegenwart des Buddha ein Best gewordener, und sie haben die Vorsätze übernommen, und da wurde zu dem Ursprung schon sehr früh die Gruppe des Sangha, der Gemeinschaft, sehr groß und erstmal eine ganz wenige, und dann kamen auch noch weitere dazu, Maudgalyana und Mahakasyapa und so weiter, und Shadaputri und viele andere. So könnte man sagen, dass die großen Arahats auftauchten. Und da war die Gruppe nicht nur sehr groß, sondern auch sehr stabil. Und dann später kam dann der König Bimbisara, einer der wichtigsten Könige zu jener Zeit in Indien, und auch der Haushälter Ananapindada, der sehr, sehr reich, wohlhabend, großzügig war. Und die beiden, als diese und andere einflussreiche Leute jener Zeit haben sich dann angeschlossen, haben Zuflucht genommen, und dann da waren auch die Hauptsponsoren, die dadurch sehr beeinflusst wurden, weil da der König zu den Anhängern gehörte und ein anderer großer Wohlhabender dadurch eben angespornt, wurden es rasch mehr und mehr, die auch den Sangha unterstützten, mehr Gönner und Sponsoren. Und innerhalb von weniger Jahren nach dem Erwachen als Buddha hatte diese Gruppe schon eine ziemliche Größe erreicht. In den Vinaya-Schriften heißt es, dass zur Zeit von König Bimbisara, zu dem Zeitpunkt, als dieser sich der Gruppe anschloss, es 1253 Bhikshus gewesen seien. 1253, das ist die Bimbisara dann dort unterhielt, sponserte. Als dieser Sangha zuallererst begründet wurde, da konnten alle Leute, die den Wunsch haben, sich anzuschließen, der einfach in die Gegenwart des Buddha geschickt. Sie haben ihre Gründe erklärt, warum sie unbedingt diesen Prozess des Bestwerdens vollziehen wollten, und sie haben sich dann alle, die dieses Bestwerden durchschreiten wollten, wurde die Genehmigung dazu ergeben. Nach der Erlaubnis dazu, dass sie teilnehmen dürften, war dann jemand, meistens ein älteres Mitglied des Sangha, jemand, der schon über längere Zeit diese Vorsätze haben, und dann sollten sie in der Gegenwart die Worte des Zufluchtnehmens zu den 3 Juwelen sprechen und die
die 10 Vorsätze fassen. Diese 10 Vorsätze gefasst, wurden sie dann Mitglieder dieser Gemeinschaft. Was sind diese 10 Vorsätze oder Versprechen? Diese sind einzuhalten. Das sind 10 Gelübde oder 10 Vorsätze, und der Buddha hat diese Leute Shramaneras genannt. Das ist ein Wort, das in Indien manchmal als Novizen bezeichnet wird, oder Shramaneras zu jener Zeit. Das Wort hat verschiedene Bedeutungen bekommen. Das sind also Leute, die auf dem Weg dazu sind, Bhikshu zu werden, oder die den Bhikshus sich angedient haben und so weiter. Jedenfalls mussten sie diese 10 Vorsätze einhalten. Also 10 Vorsätze sind die wichtigsten dieser Shramaneras. Und das sind also, dass man nicht tötet, dass man nicht stehlt, dass man kein unsittliches Verhalten hat, dass man keine große Lüge verfängt, keinen Alkohol trinkt, keine großen erhobenen Sitze einnimmt, kein Parfüm und keine Juwelen, nicht singen und nicht tanzen, kein Gold und Silber anzunehmen und kein Essen zu unzeitigen Momenten. Diese 10 Vorsätze wurden die wichtigsten unter all den verschiedenen Vorsätzen. Sozusagen die Wurzel oder der Stamm von allen anderen Vorsätzen, die dann zu nennen wären. Und später über dieses Fundament jener wichtigsten Vorsätze hinaus, dann gab es auch noch verschiedene andere Vorsätze, die mit den verschiedenen Arten des Regeln zu tun haben, wie man seine Dharma-Gewänder trägt, oder sich den Kopfhaare zu scheren und die Gesichtshaare zu entfernen und die 3 Dharma-Kleider zu tragen, als dass sie sehr mittelmäßige Kleidungsstücke seien, keine besonders tollen, hübschen Kleider, die sollte das darstellen und so weiter. Das waren die Voraussetzungen zu jener Zeit. So, wenn man darüber spricht, wie jemand, der als einem Bestgewordener sein möchte, wer also so einen Bestwerdensprozess durchschreitet, da mussten sie also zum Buddha gehen, ihm das Buddha genau erklären, warum sie das wollten, und dann wurden eigentlich die meisten von denen, die da so zu ihm kamen, kriegten seine Erlaubnis, das zu tun. Und insofern gab es normalerweise zu dieser Zeit eine große Unterscheidung zwischen den verschiedenen Kasten in der Gesellschaft. Und viele der untersten Kaste war nicht erlaubt, verschiedene Dinge zu tun, die andere zu tun in der Lage waren. Aber in der Gruppe der Anhänger des Buddha gab es keine Kastenunterschiede. Es gab keinen sozialen Status, der unterschiedlich war, alle keine Kasten, alles waren erlaubt, sich dem anzuschließen. Aber bevor sie sich anschließen konnten, gab es ein paar Prüfungen, die sie durchschreiten mussten, um festzustellen, ob sie die Voraussetzungen haben. Verschiedene günstige oder ungünstige Faktoren mussten geklärt werden, zum Beispiel. Um voll ordiniert zu werden, hieß es damals, da waren es ungefähr 20 verschiedene Voraussetzungen, wie zum Beispiel, erst musste man mindestens 7 Jahre alt sein, und dann war es so, darunter war es nicht erlaubt, sich der Gruppe anzuschließen, und dann musste man die noch lebenden Eltern mussten gefragt werden, mussten die Erlaubnis geben, oder man musste auch nicht in Schuld eines anderen stehen, oder wenn man jemand ein Regierungsbeamter oder ein Angestellter war oder ein Soldat oder ein Bediensteter von jemand, da musste man zunächst die Erlaubnis bekommen von deren jeweiligen Herrn oder Meister und so weiter. Wenn sie diese Erlaubnis nicht bekamen, dann durften sie sich nicht der Gemeinschaft anschließen. Man mussten also unbedingt die Erlaubnis zum Beispiel der Eltern einholen und nicht einfach weglaufen und ohne Erlaubnis der Eltern sich anzuschließen. Das hätte nicht funktioniert. Das war nicht gestattet. Und auch wenn Leute sehr heftige Krankheiten hatten, oder wenn sie Leute, die ihre beschädigten Glieder, die also heftig behindert waren, oder sehr, sehr alt,
dann, dass sie kurz vor dem Sterben waren, dann war es auch nicht erlaubt, sich der Gruppe anzuschließen. Der Grund dafür in erster Linie war, dass von einer Hinsicht, dass wenn jemand, dass jemand mit Schulden in die der Gruppe sich anschließt, dass dann würde jemand danach auftauchen plötzlich und würde Probleme verursachen, weil jemand, der eigentlich sein Schuldner ist, dann dorthin diese Gruppe gegangen ist und auch wenn Leute sehr krank oder sehr stark behindert waren, schwer behindert waren, dann wäre die Qualität dieser Gruppe sehr beeinträchtigt worden, weil dann immer andere sich darum kümmern müssten, die ganze Zeit darauf verwenden, um diese Kranken und diese Behinderten zu versorgen. Und um jemandem zu helfen, dann das müsste jemand aus dem Sangha sein. Und dann könnte eben diese Person keine Zeit mehr finden, sich mit Dharma zu befassen, um zu lernen oder zu üben. Und er müsste seine ganze Zeit auf dieses Pflege von Kranken oder Behinderten aufwenden. So genauso Weise gab es Leute, die nur aufgrund davon, dass sie gerne Essen und Kleidung haben wollten, sich dem anschließen mussten. Also das sollte auch unterbunden werden. Es gab also gewisse Voraussetzungen, die eingehalten werden mussten, um einen solchen Nehmen von Ordination vorher zu regeln. Und es scheint, dass diese Begründung, dass es während der Zeit des Buddha schon da war, dass keine Kinder sich dem Gruppe anschließen dürfen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass weil sein Sohn Rahula, der Sohn des Buddha, sich der Gruppe anschließen musste. Und ebenso gab es einen Wunsch des Königs Shuddhodana, der darum bat, dass seine eigene Umgebung, seine Gefolgschaft des Königs, dass die sich nicht einfach anschließen konnten oder seine Diener. Oder wenn jemand da als Bandit verfolgt und im Steckbrieflich gesucht oder bereits öffentlich bestraft oder auf der Suchliste der Regierung als kriminell stand, oder die starke Schulden noch haben und so weiter, oder Bedienstete aller Art, so dass die nicht einfach da in die Gemeinschaft sich begeben. Ganz allgemein konnte aber jeder kommen. Aber bevor man best geworden sein konnte, dann war es eben nicht einfach irgendwer, der herkam, sondern es musste vorher geprüft werden, ob diese Voraussetzungen alle auch zutreffen. Und dann gibt es dann noch zu sprechen über die Reihenfolge, die einzuhalten ist im Rahmen dieser Ordination. Wenn jemand sich entschloss, den Prozess dieses Bestwerdens zu durchschreiten und dann mit dem Sangha gelebt hat für eine Weile und das Alter von 20 Jahren erreicht hat und die Voraussetzungen erfüllte, dann war es möglich, die Ordination zu verleihen. Zuallererst hat der Buddha selber diese Versprechen abgenommen, diese Vorsätze entgegengenommen, aber später, als dann der Sangha immer größer wurde und mehr Bhikshus sich versammelten, mehr und mehr geworden, dann gab es auch Leute, die in einem weit entfernten Gegenden sich interessierten und auch gerne der Gruppe sich anschließen wollten. So hat der Buddha für solche ferner liegenden Gegenden, abgelegenen Gegenden, wo der Buddha selber nicht in der Lage war, zu dem Zeitpunkt sich hinzubegeben, hat er andere instruiert, dass sie dort hingehen und diese Vorsätze abnehmen können. Gab ihnen die Verantwortung dafür, dass sie diese Vorsätze verleihen können. In Einklang mit dem Mula Vastivada Vinaya, das ist die Tradition, die in Tibet erhalten ist, war es zuallererst üblich, dass alle diese Vorsätze nur in der Gegenwart des Buddha gefasst werden konnten. Jeder musste diesen Prozess durchgehen und in der Gegenwart des Buddhas dieses Versprechen ablegen. Das war der anfängliche Zeitpunkt, am Anfang dieser Tradition. Und wie ich bereits gesagt habe, einige kamen von ganz weit weg, um diese Vorsätze zu nehmen. Es gab viele von denen und viele von denen, die von so weit her kamen,
hatten sehr große Gefahren, Lebensgefahr durchschreiten müssen, um überhaupt auf den Weg herzukommen, weil es da Banditen oder wilde Tiere gab und so weiter. Und so waren sie also in Lebensgefahr. Und insofern hat der Buddha dann gesagt, ihr müsst nicht unbedingt selber kommen, wo immer ihr auch seid. Wenn da ist dort vor Ort ein Sangha bereits existiert, dann könnten alle sich dort versammeln. Und wenn alle sich zusammentreffen, dann ist alles zusammen, ist es ein Sangha, nicht wahr? Das ist eine solche Versammlung, Gemeinschaft oder ein Verband. Und wenn Sie da in Gegenwart dieses Sangha dort die dreifach nachsprechen, dass man die Gelübde fassen möchte in der Gegenwart des Sangha, dann wäre das auch okay. Das war also in dem früheren Zeitpunkt und die ganz früheren Prozeduren, Verfahren. Wir haben also da diese früheren Verfahren und dann spätere Verfahren und wir haben zu schauen genau, wo diese ganzen Begriffe herkamen und ob etwas zu diesem früheren Zeitpunkt bereits gebraucht wurde. Da war damals vielleicht noch nicht ein Name dafür, dass man von den früheren und den späteren Verfahren sprach. Also zu dem Zeitpunkt war es also wichtig, dass jemand hat einen Tutor, einen Helfer, der sich dann dieser Person annahm. Es gab also einen Kempo, einen Upadhyaya, der damit betraut war, gewissermaßen ein Mentor, der sich um den kümmert. Um ein Upadhyaya, der sich um dieses neue Sangha-Mitglied kümmern sollte. Aber manchmal war der Kempo nicht da oder war nicht verfügbar. Und zu diesem Zeitpunkt sollten die auch einen anderen Bezugspunkt haben. Einige von denen waren immer noch so jung, dass sie ihre Eltern vermissten und unfroh waren, weil sie keinen elterlichen Bezugspunkt mehr hatten. Und das brauchte also jemand, der für sie zuständig war, der ihnen Hilfe und Rat geben konnte, so also einen Tutor, einen Acharya. Also der Acharya hatte diese Aufgabe, wenn der Kempo selber nicht da war und war sozusagen an seiner Stadt in der Lage, sich um sie zu kümmern. Und wenn man also eben Begriffen von Dharma spricht, dann war der Kempo und der Acharya, diese beiden, waren die Stellvertreter für die Eltern, für Mutter und Vater. Dann, wenn man diesen Sangha, diese Gruppe der Ordinierten betreten hat und die waren, ja. Das ist eigentlich sehr klar ausgedrückt in unserem Vinaya-Kapiteln. Heutzutage sagen wir Kempo, Acharya. Wir haben nicht notwendigerweise die Vorstellung davon, dass der Kempo derjenige ist, der diese Vorsätze uns abnimmt. Wir bleiben auch nicht immer bei dem Kempo, mit dem Kempo zusammen, der uns in dessen Gegenwart die Vorsätze abgelegt haben, sondern hat auch nicht diese Verantwortung für uns. Aber tatsächlich im Begriffen des Vinaya, der ursprünglichen Regeln, war es so, dass man mit diesem Acharya dann zusammenlebte. Das war jemand, mit dem man immer wieder mit ihm zusammen war, der sich immer um uns gekümmert hat. Kurz in Begriffen des Handelns, Verhaltens, die Hauptverantwortlichkeit dafür, uns Anweisungen, dies oder jenes tun zu dürfen, das war dem Kempo anbetraut. Der musste sich darum kümmern, über unser Tun und Lassen. Und wenn der nicht da war, dann wäre der Acharya die nächste Person gewesen, von der wir Rat empfingen. So, wie lange hat das so zu sein? Das war für 10 Jahre lang notwendig, dass man Vinaya sich aneignet mit Hilfe des Kempos und des Acharyas. In diesen 10 Jahren von Vinaya, worin da genau enthalten ist, was man alles tut oder was man nicht tun sollte, was alles richtig oder nicht richtig ist, das war, also der frühen Lehre ist sehr verschieden von wie bei uns zur Zeit. Ja. Damals gab es nicht einfach so einen Text, den man lesen konnte. Dann wäre es vielleicht nicht so schwierig gewesen.
Zu der Zeit gab es keine Konzil, wo all diese Texte, diese Worte des Buddha zusammengefasst worden wären. So war das damals üblich. Die waren überhaupt nicht aufgeschrieben. Alle diese Lehre des Buddha waren nicht aufgeschrieben. Er hat Unterweisung gegeben zu seinen Schülern und jeder hatte all das auswendig zu lernen, hatte es sich zu merken. Und jeden Tag mussten sie wiederholen, das, was sie bereits gelernt haben, und es wieder anderen lehren, die neu dazu kamen. Ungefähr 6 Jahre nach dem vollkommenen Erwachen des Buddha ging er zurück in seine Heimatgegend. Als er in sein Heimatland zurückkam, da war Udayi, die den Buddha willkommen hieß, und der Buddha kam, um ihn willkommen zu heißen, hat der Buddha Shariputra mit ihm und hat ihm die Aufgabe gegeben, die Ordination oder für einen Udayi zu geben und Kempo zu werden. Das war eine ganz völlig neue Methode, um Bhikshu zu werden. Die Batterie gerade erschöpft war. Also zu dieser Zeit, kurzum, war Shariputra damit beauftragt, du wirst der Kempo Udayi. Und dadurch wurde eine neue Methode begründet, um Bhikshus zu ordinieren. Das wurde dann später bekannt mit dem Namen Upachara-Verfahren. Das ist im Einklang mit der Beschreibung, wie es in den tibetischen Übersetzungen steht. Danach gab es Leute, die waren alle in einer Gruppe zusammen und alle mussten sich zusammen versammeln, wenn es darum ging, die neue Vorsätze fassen zu lassen. Und später wurde aber das als nicht mehr notwendig angesehen. Man konnte also von 10 Bhikshus alleine, von einer Gruppe von 10 Bhikshus, die sich versammelten, in deren Gegenwart dann die Vorsätze fassen. Aber dann, als der ehrwürdige Katyayana dann in verschiedene, sehr entfernte Regionen sich begab und da gab viele getroffen, die dort gerne diese volle Ordination haben nehmen wollen. Und da war es außerordentlich schwierig, an diesen sehr entlegenen Plätzen 10 Bhikshus zusammenzubekommen in dieser Gegend. Selbst das war schon schwierig. Und so hat er dies an dem Buddha gefragt. Und der Buddha hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann wäre es okay, wenn da 5 Bhikshus sich versammeln und man in deren Gegenwart die Vorsätze fasst. Ich habe darüber nicht so viel zu sprechen, über die verschiedene Art und Weise, wie diese Gelübde im Einzelnen gefasst werden. Dazu brauche ich nicht in die Einzelheiten zu gehen, aber im Prinzip ist es so, dass da jemand, der uns das vorher befragt, wir müssen als jemand einen Kempo finden und dann, nachdem man einen Kempo gefunden hat, dann müssen wir sagen, ich möchte gerne diese Ordination finden, muss sein eigenes Absicht klar darlegen und der Kempo würde dann einen selber prüfen, ob man alle Voraussetzungen dafür erfüllt und wenn man da Bestwerdungsprozesse unterziehen möchte, dann was wäre dann dafür nötig? Sie müssten einen Acharya finden, der dann also einen Handlungszeremoniemeister, der sich darum kümmert. Und dann würden nach 10 Jahre lang müsse man dann die Verantwortung übernimmt, um uns anzuleiten, für 10 Jahre lang zu betreuen. Einen solchen Betreuer musste man finden. Und da muss man sagen, okay, da muss man finden, welcher ist der Kempo, welche Schüler, wer ist derjenige, der das Verfahren dann durchführen wird, dann Zeremoniemeister und muss und dann muss man schauen, ist es dem Sangha, der Gemeinschaft, recht, dass jemand hier diese Vorsätze fasst. Und das kommt dann auf eine Bitte hinaus. Es muss also eine Bitte formuliert werden, vorgetragen werden und
Und dann würde diese Gruppe des Sangha sich zusammenfinden und das prüfen. Es wäre nicht akzeptiert, die Ordination wäre nicht vollzogen, wenn nicht die ganze Gruppe einmütig diesem zustimmt. Und Sie müssen es 3 Mal wiederholen. Wenn dann in der dreimaligen Wiederholung niemand einen Widerspruch anmeldet, dann würde die Ordination angenommen sein. Und das nennt man die vierfache Handlung, die da vorausgesetzt ist. Und das im Einzelnen, das ist hier im Einklang mit Vinaya, mit den Regeln. Und wenn da nur jetzt jemand wäre, der gerade frisch diese Ordination genommen hat, der müsste ein Schüler dieses Campus werden und ihrer Anleitung und ihrem Rat folgen und im Grunde genommen mit denen zusammenleben, mit ihrer Empfehlung folgen, Vinaya studieren, auch die verschiedenen Arten und Methoden von Dhyana, also von den Sammlungen zu verharren und die verschiedenen anderen Schriften oder die Unterweisungen zu bekommen zu dieser Zeit. Da gab es da keine große verschiedenen philosophischen Schulen, wie sie dann später in dem später als bekannt sind als die Eintreten in die Mitte, Madhyamaka und so weiter. Nicht solche komplizierten Dinge, aber es gab damals verschiedene Schriften, die ihrer Bedeutung nach die Kernbedeutung zusammenfasst. Und solche hatten dann studiert zu werden. Und wenn solche Schriften dann zu erlernen waren, dann war es die Aufgabe des Campus, sie darin anzuleiten. Und sie konnten aber auch darum bitten, wenn der Campus erlaubte, dass sie zu einem anderen, besonders gelehrten Meister gingen, um von denen dort die Unterweisungen zu halten oder Dhyana, die Sammlungen zu erfahren oder zu einem besonderen, den zu finden wäre, der ihnen in der Lehre sehr bewandert und sehr viel Wissen beibringen konnte. Und kurz gesagt, der Kempo war verantwortlich dafür, um ihnen Rat zu geben, sie anzuleiten und auf ihrem Weg zu betreuen. Und sie mussten darüber hinaus dann eben für ihr Essen, Lebensunterhalt betteln gehen. Und wenn der Kempo krank war, dann mussten sie sich um ihn kümmern. Dann, wenn der Schüler krank wurde, dann müssen sie sich gegenseitig helfen. Sie mussten sich gegenseitig unterstützen und sich untereinander kümmern. Das war die Art und Weise, wie sie damals Dharma übten. Später gab es einige Anhänger. Ich habe gesagt, da ist der Kempo, am Anfang war der Kempo, der sich darum kümmert. Und nur wenn er keine Zeit hat, dann gab es jemand anderes, der sich auch kümmern konnte, den man als Acharya bezeichnet hat. Und der Acharya ist es, im Tibetisch ist das sozusagen der örtliche Tutor. Im Vinaya selber ist nur das Wort Acharya zu finden. Das ist praktisch die Übung, wenn man sowohl einen Kempo hat wie auch einen Lehrmeister. Beides war notwendig, um sich kümmern zu können. Und dann möchte ich kurz ein Wort verspielen über die 3 Arten von Dharma. Roben. Nicht nur mussten diese Bhikshus ihre Vorsätze einhalten, es gab auch Kleidungsstücke, die verschieden waren von den Kleidungsstücken, die durch normale Haushälter getragen werden. Das waren 3 verschiedene Arten von Kleidungsstücken, die 3 Dharma-Roben genannt sind. Und das ist ein Oberkleid, das Chuga oder Dharma-Kleid genannt ist also etwas, was für alle 3 passt, aber die eigentliche Bedeutung der Oberkleid, weil es den Oberkörper bedecken sollte. Für den Unterkörper gab es eine andere Unterrobe. Und dann gab es noch einen Sangadi genannten Schal oder ein Tuch, was noch über das andere drüber zu tragen war, aber verschieden war von dem normalen Oberkleid. In der Mulava Sarvastavadin
war dieser Schal, dieses Tuch nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten, 7 verschiedenen Zeitpunkten zu tragen, nur bei diesen 7 Anlässen zu tragen, aber andernfalls sei es wertschätzend aufzubewahren, einen bestimmten Platz dafür und musste es mit großem Respekt behandeln. Diese, nur die Bhikshus besaßen ein solches Tuch, dieses Schal als Überwurf. Diese sollten Kleidungsstücke, nur diese 3 Dhammaroben sollten aus keinen besonderen edlen Materialien verfertigt sein, ist nichts etwas, das irgendwie ein Begehren bei anderen erweckt, das irgendwie wie tolle, modebewusste Kleidung aussah, sondern heutzutage wäre das. Heute hat man da so verschiedene modische Kleidungsstücke, die, die man sozusagen von gewissen berühmten Marken Kleidungsstücke trägt und die Namen dieser Hersteller, der Modefirmen wäre überall aufgedruckt und die Leute sagen, wow, was trägt der da was Tolles? Das muss jemand sein, der ziemlich reich ist, dass er solche Kleidungsstücke tragen kann. Also das war damals also völlig untersagt. Man sollte, wenn man sie ansah, die Bhikshus, die also der Mönchsgemeinde gehörten, sollte man schauen, dass sie, das sollte einfach denken, das ist angemessen. Nichts, was besonders hübsch oder irgendwie anziehend aussieht, aber wo man das Gefühl hat, es ist passt, es ist geeignet. Man sollte nicht den Gedanken haben, oh, was für eine beeindruckende Person wegen all dieser brüstigen Kleidungsstücke, die diese Person trägt. Das sollte genau nicht geschehen. Viele von denen, die diese Gruppe des Sanka betraten, hatten dann Kleidungsstücke, die aus Fetzen, aus Stofffetzen zusammengenäht waren, die von anderen weggeworfen wurden. Und die wurden dann zusammen geflickt und dieses Flickwerk als Kleidung. Wenn es denn käme, dass da ein Sponsor, ein Gönner, das Dharma-Reben Stoff dafür übergab, dann musste der erst zerrissen, zerschnitten werden, um dann wieder neu als Flickwerk, als Kleidung verwendet zu werden. Und wenn man über die Dharma-Roben-Farbe nachdenkt, dann ist die Farbe der Japaner, der japanischen Tradition, indem man Hirakawa Akira sagt, dass sie irgendwie braun eingefärbt worden sein sollten. Das sei, so hat er herausgefunden, die Voraussetzung, oder ein leichtes, helles Braun. Und sie sollten also immer erst so eingefärbt sein, bevor man sie verwenden konnte. Aber in der Mula war den Traditionen in Tibet, heißt es, die Farben sollten entweder rot, gelb oder blau sein. Eine von diesen 3 Farben. Und andere Farben seien nicht zu tragen. Wenn man über Rot, Gelb und Blau spricht, dann sollten es nicht unbedingt jetzt ein prächtiges, leuchtendes Rot oder Gelb sein oder so etwas. Sondern diese Farben sollten gerade nicht besonders hübsch oder anziehend wirken, sondern die sollten ein bisschen verblichen, ausgewaschen wirken, so dass man so einfach nur den Anschein einer solchen Farbe sieht und nicht darin das besonders Hübsches darin sehen kann. Wenn so ein Sponsor ein frisches, wunderbar prächtig eingefärbtes Stück Stoff überreichen würde, von leuchtendem Rot zum Beispiel, wenn das geschehe, dann müsste man es zunächst einmal waschen, richtig auswaschen. Und so, dass diese Farbe verbleicht, 3-mal in Wasser heftig auswaschen, so dass diese Farbe verloren geht. Wenn das einmal nicht genug ist, dann muss es 3-mal gewaschen werden, damit Farbe herausgeht, damit diese besonders Leuchtkraft der Farbe verloren geht und es eine ausgeblichene Farbe wird. Das war der Grund dafür. Aber manchmal würde man 3-mal waschen und es ist immer noch zu leuchten. Wenn das der Fall wäre, dann wurde gesagt, dann ist es okay. Dann ist es halt so. Wenn man 3 Mal intensiv versucht hat, es weniger leuchtend zu machen,
und es ist eine von einem Gönner geschenkte Robe, dann ist es okay. Aber der Punkt war, dass es eben nicht besonders schon anziehen, sondern eben eher einen ärmlichen, verblichenen Eindruck machen sollte. In ähnlicher Weise, wenn man also über die drei Dharma-Gewänder nachdenkt, dann sind da diese verschiedenen Flicken. Und dann gibt es die verschiedenen diese quadratischen Stücke, diese Stoffstücke oder Schnittstücke, die auf dem unteren, oberen Kleid getragen werden sollten. Und dann ist da eine Länge genannt, die dafür. Dann gibt es die kürzere. Und diese gibt es eine kürzere und eine längere Seite. Und da gibt es also verschiedene Stoffstücke, die vertikalen die Streifen oder sowas. Also ich muss da nicht so allzu viel in die Einzelheiten zu gehen, da kann man noch später mal, wenn Zeit dafür ist, dann nochmal auf die Einzelheiten eingehen. Also es sind das so Streifen von Stoffstreifen, die da zusammengenäht werden. Jedenfalls ging es darum, dass wir über die Zeit sprechen aus der Zeit der früheren Buddha-Lehre. Wir haben vielleicht jetzt niemals solche gesehen, wie sie damals zur Zeit von Buddha üblich waren. Deswegen können wir das nie so genau mit 100% sagen, wie das damals tatsächlich war und wie tatsächlich die Gewänder zu der Zeit ausgesehen haben. Die wahrscheinlich dem am nächsten kommende ist die Theravada-Tradition in Thailand oder Sri Lanka oder in Laos. Deren Roben sind wahrscheinlich die, dem am nahesten kommen, am ähnlichsten sind wie zur Zeit der ursprünglichen Gemeinde von Buddha. Die Tibeter vielleicht auch ein bisschen ähnlich, aber die am weitesten davon entfernt sind sicher, die verschieden sind die unter der chinesischen Tradition. Die sind sicher am weitesten entfernt von der ursprünglichen Version der Dharma-Roben zur Zeit des Buddha. Aber wenn wir davon sprechen, dass die weiter entfernt seien von der ursprünglichen Version, heißt nicht, dass sie besser oder schlechter seien. Es ist einfach ein Begriff, um zu zeigen, wie viel Ähnlichkeit sie aufweisen. Als nächstes möchte ich darüber sprechen, wie sich Sangha-Mitglieder ernähren und wo sollten und wie sie wohnen, wo leben sie und welche Lebensmittel die Mitglieder eines solchen Gemeinschafts, eines Verbandes oder Sangha hatten unbedingt, um ihr eigenen Lebensunterhalt zu betteln. Sie mussten also sich in andere Haushalte begeben und dort um Essen bitten. Und wenn man bettelt um Essen, dann kriegt man nicht unbedingt das beste Essen. Man sollte auch nicht, man musste zu den Reichen gehen und zu den Armen gehen. Manchmal kriegt man etwas Gutes und manchmal kriegt man überhaupt nichts. Das kann gut passieren. Und wenn man etwas gibt, dann werden wir nicht zu viel bekommen auf einmal. So, wir sollten also einfach mit immer dem, was wir da kriegen und was eben unseren Magen füllt, damit sollten wir zufrieden sein. Und wenn wir dann das Gefühl hatten, wir sind noch weiter hungrig und dann ich möchte gerne noch mehr haben, dann war das nicht gestattet. Man sollte einfach damit zufrieden sein, dass der Magen gefüllt wird. Außerdem sollte man die Qualität dieses Essens in keiner Weise bewerten und sagen, oh, das ist richtig gut und das ist toll, die Leute haben mir tolles Essen gegeben, die anderen haben mir nicht so tolles Essen gegeben. Und das ist ja fürchterlich, das Essen. So eine Art von Betrachtung war nicht angemessen. Wenn die anderen Leute das gehört hätten, dann wären sie darüber betrübt geworden und jemand kommt und bittet um Essen und dann gibt man ihnen, dann ist das doch gut. Und wenn man nichts gibt, dann ist es auch so. Wenn man jetzt noch obendrein, dass man was gegeben hat, was abgegeben hat, dann noch kritisiert wird, das wäre ja sehr verletzend und kränkend für denjenigen, der da
da solche Art Gabe gibt. Wäre also nicht gestattet, dass man darüber spricht, dass das eine gut oder schlecht ist. Und so wie der japanische Gelehrte Hirakawa Akira es gesagt hat, dann war es zur Zeit der frühen Buddha-Lehre für solche Mitglieder des Sangha nicht gestattet, speziell zu den reichen Haushalten zu gehen. Natürlich, wenn man zu den reichen Haushalten sich begibt, dann würde man besseres Essen erwarten, leckereres Essen. Aber im Winterjahr, so sei es, dass man nicht sehr oft sich nur zu den reichen Haushalten begibt, anderweitig. Im Gegenteil, sollte man sie vermeiden. Weil man sonst immer wieder zu den reichen Haushalten ginge. Und das wäre ein bisschen bedrängend, das wäre aufdringlich für die reichen Leute. Und Hirakawa Akira, der beide Sprachen, auch das Pali kennt und dass diese Schriften überprüft hat, dann heißt es darin, ist es so beschrieben. Im Tibetischen heißt es, man sollte, egal von wem annehmen, ob es ein Reicher oder Armer ist, sollten wir um jeden auch immer um Nahrung bitten. Und ohne speziell auf das eine oder andere hinzuzugehen, sondern einfach so das, was uns am Wege daherkommt, da wo wir um die Almosen betteln gehen, wo immer wir gerade uns befinden und an welchem Haus wir gerade anklopfen, das ist das Haus, um dem wir um Nahrung bitten. Das ist leicht zu sagen, aber es ist schwierig vielleicht zu verstehen. Man denkt vielleicht, oh, das ist doch einfach, so und so weiter. Zum Beispiel, wenn man Kache Menlam hat, ein Bodhgaya, und zu dieser Zeit, wenn man alle diese Mönche jetzt da rausschicken würde, dass sie in die Dörfer der umliegenden Gegend sich begeben und dort um Essen betteln, und dann haben sie vielleicht heute kein Essen gekriegt, also denkt man sich vielleicht, soll ich da wirklich hingehen? Vielleicht gibt es ja gar kein Essen, vielleicht kriege ich nichts. Da werde ich vielleicht krank von dem Essen, was die mir dann geben. Und Leute denken vielleicht, da ist schon am Anfang schwierig überhaupt zu gehen. Man hat vielleicht gar keine Lust, da betteln zu gehen. Und wenn man dann nichts kriegt, denkt man vielleicht, hat er eine solche Sorge. Ich soll da rausgehen und soll noch Etteln bilden. Und dann hat man noch nicht mal so eine Schale, muss man erstmal so eine Schale haben, eine kleine Schale. Und dann geht man zu den indischen Haushalten und dann geht man die Dörfer und man sieht, was immer die dann an Essen haben. Die haben selber nicht viel zu essen. Die armen Leute haben da nicht die große Menge an Reis übrig und Dahl. Wir haben sogar bessere Kleidung als die da dort in den Dörfern das haben. Und da kann es durchaus sein, dass die anfangen, schlecht über uns zu reden. Selbst wenn sie uns geben würden, dann wären wir nicht möglicherweise bewillens, das zu essen, was sie uns geben. Weil wir immer in den Klöstern Essen kriegen und das daran gewöhnt sind. Wenn man dann plötzlich anfangen würde, das Dorfessen in Indien zu nehmen, dann wäre das vielleicht überhaupt nicht einfach für uns. Aber in den alten Tagen, aber zur Zeit des Buddha, da musste man gehen. In die Dörfer und in den Dörfern um Essen betteln. Was immer, was sie uns dort gegeben haben, dort auch annehmen. Und ohne zu sagen, und dann nicht zu fragen, ich möchte noch mehr haben oder oh, das ist zu viel, das kann ich nicht essen. Man musste alles das, was sie uns geben, annehmen. Und man musste es nehmen und man musste es essen. Man musste es fertig gegessen haben vor der Mittagszeit, und zwar der Sonnenstand, Mittag nach dem Sonnenstand. Vor dem musste man es gegessen haben. Ich denke zum Beispiel über Fleisch nach. In der Zeit des frühen Buddha-Lehre, wenn da Fleisch ist und wo wir denn ganz sicher sind, keinen Verdacht haben, dass das nicht für uns geschlachtet worden ist. Dass wir keinerlei Verdacht hat, dass das für uns geschlachtet wird, dann wäre es gestattet, das Fleisch zu essen.
Das ist damals vielleicht üblich gewesen oder möglich gewesen. Das, vielleicht war das so. Jede Familie hat ja nicht unbedingt die Möglichkeit zu schlachten und wenn sie die hatten nicht den Zugang zu Fleisch. Und wenn sie jetzt einmal Fleisch essen wollten, dann müssten sie ihre eigenen Tiere schlachten und konnten nicht einfach irgendwo in einen Supermarkt gehen und dort irgendetwas an Fleisch kaufen. So, da waren diese Zeiten damals sehr, sehr verschieden von den heutigen. Und, und man hatte immer das zuzubereiten, was man zu dieser Zeit gerade brauchte. Wenn man Also deswegen war es gestattet, eben nur Fleisch zu essen, wenn es in dreifacher Weise rein war. Und obendrein, wenn man für jemanden, der krank war und deshalb das als statt von Medizin Fleisch benötigte, um gesund zu werden, dann war das auch erlaubt. Und das aber nur einmal am Tag. Das wird genannt der eine Sitz. Das heißt, einmal nur am Tag zu essen. Und der Grund ist, wenn man morgens aufsteht, als allererstes und mal ein bisschen in Sammlung verweilt und dann geht es um rauszugehen. Da muss man in die Dörfer gehen und um Essen betteln und dann, was immer man dort bekommt, genau das anzunehmen in den Dörfern. Und dann kommt man wieder zurück zu dem eigenen Platz und isst es dann. Und bei der Zeit sollte das vor Mittag sein und wir mussten unbedingt vor der Mittagszeit nach Sonnenstand dann dieses Essen beendet haben. Und wenn man gesund war, da gab es einige Sachen, die man nicht essen durfte, zum Beispiel Milch oder Milchbrei, weil das als besonders leckere Speisen angesehen war. Also solche besonderen Köstlichkeiten waren nicht gestattet zu essen, weil wir zu denen sehr, sehr großes Verlangen haben. Wir haben alle ein Verlangen nach leckerem Essen und, und dann würden wir viel Zeit verplempern, nach besonders leckerem Essen Ausschau zu halten. Also der Lebensstil damals war von der, allein von der Perspektive unserer heutigen Zeit aus, für moderne Menschen gesehen, wäre das sehr, sehr schwierig, so zu leben. Und gleicherweise, wenn man darüber nachdenkt, was den Wohnort anbetrifft, ja, wir haben also jetzt heute wohnen die Mitglieder des Sangha in Klöstern, haben ihren eigenen Raum, haben einen Schlafraum und so weiter. Zu der Zeit, was damals üblich war, dass all diese Bhikshus da umherzogen. Sie in der Regenzeit, heute machen wir vielleicht, nachdem wir das Retreat der Regenzeit beendet haben, dann machen wir vielleicht einen kleinen Rundgang für 1 Kilometer, aber damals symbolisch gesehen. Damals war es so, dass sie von einem Platz zum anderen ziehen mussten. Die hatten keinen Wohnort, die hatten keinen Aufenthaltsort als Dauerplatz. Und dann, wenn man da so umherzieht, gibt es da einen Platz, wo wir uns ein Bett bereitet ist. Niemand wusste, dass wir kommen werden. Wenn wir also dort an irgendeinen Ort kamen, da gab es nichts, das für uns vorbereitet, weil wir hatten einfach außen zu schlafen. Wo würde man schlafen? Wenn da ein Baum war, dann hat man unter dem Baum geschlafen. Das war die Zeit des frühen Buddha-Lehre. Und das geschah sehr häufig in der Zeit des frühen Buddha. Das Gute dabei ist, damals in Indien, außer von der Sommerszeit, nämlich der Regenszeit, der Monsunzeit, außer zu dieser Zeit, wo es sehr, sehr viel regnet, war dann in allen übrigen Zeiten Regen außerordentlich selten. Und das war deshalb sehr einfach, unter einem Baum zu schlafen. Wenn es dauerhaft regnen würde, dann wäre das vielleicht viel schwieriger, unter einem Baum einfach zu schlafen. Innerhalb des Sangha gab es einige, die aufgrund ihrer eigenen Wünsche noch etwas härteren Lebensstil bevorzugt haben. Sie wollten ein bisschen
Meer an harten Herausforderungen. Und so haben sie absichtlich so eine härtere Lebensweise gewählt. Und später hatten sie ihre eigenen Übungen, die dann zusammengefasst wurden als die 12 Qualitäten eines solchen einer feinernden Schulung. Das waren Leute, die in ganzen einsamen Plätzen sich aufhielten. Einige haben nur Kleidungsstücke, die von anderen weggeworfen waren, also Lumpen. Und wenn dann ein Lumpen im Müll landet, dann war das die gute Nachricht, dass man das als Kleidungsstück verwenden konnte. Und so haben diese Leute zur Zeit geübt, aber abgesehen von denen, die da also absichtlich so eine Härten auf sich nahmen, gut, das waren besonders diese Leute, die in diesen Härten auf sich nahmen. Und da ist besonders der ältere Mahakashyapa, der berühmt war dafür, dass er diese Qualitäten, diese Vorzüge des verfeinernden Übens bewahrte. Wenn man darüber denkt, dann war ihre Lebensweise so ein bisschen wie Milarepa. Wenig essen, keine ganz ärmliche Kleidung. Ein bisschen wie Milarepa, könnte man sagen. Nicht 100% natürlich, aber so sehr ähnlich zu der Lebensweise von Milarepa. Hatten keinen festen Wohn- und Aufenthaltsort. Wenn ich das alles sage, dass das gut ist, dann ist das, dass das eine tolle Lebensweise ist, dann ist das ein bisschen merkwürdig, das so rüberzubringen. Wir können vielleicht sagen, wie heute geht es gut, ist alles sehr hübsch und damals hatten die das nicht so, aber wenn man die Wahl wäre jetzt zu der Zeit des Buddha geboren zu sein, das wäre für uns bestimmt ausgesprochen schwierig. Selbst wenn wir es willentlich auf uns nehmen wollten, wäre das schwierig, sich so zu leben wie damals zu dieser Zeit des frühen Buddha-Lehrer. Also heutzutage sind die ganzen Unterhaltsmöglichkeiten oder die verschiedenen Voraussetzungen so weit entwickelt, dass es sehr schwierig wäre. Selbst wenn man sagen möchte, ich möchte so leben wie die, dann wäre es trotzdem kaum möglich, eine solche Lebensweise in derselben Form einzunehmen. Die Gesellschaften sind ja auch verschieden. Die Kultur und Gesellschaften, in denen das stattfindet, ist völlig anders zu der Zeit der früheren Buddha-Lehre. Wenn das so funktioniert hat zu der Zeit, dann war das wegen der Kultur und Gesellschaft genau zu jener Zeit auch. Wir müssen einfach darüber nachdenken, wie das damals in der früheren Zeit war. Wie war die Lebensunterhalt der Bhikshus? Ausgesprochen schlicht, von großer Schlichtheit und Einfachheit. Es wäre sehr schwierig für Leute aus dieser Zeit, diesem Lebensstile nachzueifern. Das sollten wir einfach mal bedenken. Für einen Moment mal daran denken. Wenn wir also in der Lage wären, das so zu tun, dann sollten wir in keiner Weise denken, dass es besonders heilig oder besonders war, sondern dass das eben eine sehr schlichte, einfache Weise war. Jetzt sind wir für heute soweit am Ende angekommen und Widmung.